So fein. Also wir starten da mit dem Pepsi Refresh Shot, wo alles auf chinesischer Basis mit asiatischen Zeichen draufgeschrieben ist und so mit keine Ahnung haben, was es ist. Schmeckt von Nase eben, wie gesagt, wie eine normale Cola. Man schmeckt Cola, aber es hat noch irgendeinen Nebengeschmack, so einen Beigeschmack. Es ist so wie ein bisschen bitter. Limone, also ganz... Ja, also... Ist gut, ist ein gutes Getränk. Also kann man sich geben. Wir bleiben asiatisch. KitKat, wo ich auch wiederum null Ahnung habe, was das heisst. Auf jeden Fall hinten. Hinten drauf einfach irgendeine Boyband, keine Ahnung wer das ist. Also es ist dann nachher nochmal in Plastik verpackt, bringt es her, verpacken und nochmal verpacken. So. So sieht das aus. Geschmacklich, Keine Ahnung, was es sein soll. Wie auf der Verpackung. Wahrscheinlich einfach Vollkorn. So ein Kornding. So Natur. Es ist nichts Spezielles, aber es sind gut. Normale KitKats sind besser, ganz klar. Jetzt gehen wir gleich zu Chips. Cheetos. Und man kann es nicht lesen. Wohl da hinten. Mais-Snack Truthahn-Geschmack. Also das sind Cheetos mit Truthahn-Geschmack. Das schmecken normal Chips. Aussehen wie Cheetos, aber das sind... Schauen. Also, so sind Cheetos ein bisschen härter. Die sind wirklich von der Konsistenz anders. Ich weiss jetzt nicht weiter, ob das wirklich wie Truthahn schmeckt, aber die sind geil. Wirklich. Wohl. Und Cheetos, Truthahn-Geschmack, kriegen ein Go von mir. Wohl. Hammer. Hershey's Cheesy Curls. Die öffne ich nicht, das ist ein riesen Pack. Die öffne ich jetzt nicht. Aber die glaube ich, auch Schummel gehabt und die sind geil. Also die sind wirklich geil. Also, Chad hat entschieden, scharf. Also das ist ja Cheddar und scharf. Schmecken nicht so appetitlich, ehrlich gesagt. Aber der Nasengeschmack ist immer noch ein bisschen anders als... Oh, schau mal. Muss mal an. So rötlich, gelb. Wohl. Haben noch Schärfe, haben eine gute Schärfe, haben eine geile Schärfe. Und Cheddar, ja, kommt auch übrig. Also wer gerne so Käse und scharf hat, tönen euch. Pringles sind geil, du hast keine Ahnung, Maelo. Keine Ahnung hast. Und jetzt kommt ganz speziell Wendy's Spicy Chicken. Also ist an sich auch wieder ein bisschen scharf. Außer normal. Oh, Nase noch nicht. Oh. Die schmecken dann ganz anders, die schmecken noch übler. Aber wie schmecken sie im Mund? Ja. Normal. Ein bisschen salzig. Schmecken eher so ein bisschen mehr nach Salz als... Die haben auch eine Schärfe, aber es kommt jetzt auch noch die von den anderen Pringles vor. Die sind eher salzig, aber geschmacklich. Also so wirklich ein Poulet oder so ein Burger schmecken nicht raus. Wohl. So wie Panada. Kennen das eben von so Chicken? So die Panada, die drauf ist, so die, wo so pfeffrig ist. Salz und Pfeffer noch in der Panada. Genau so schmeckt es, wie das auch noch Burger und Panada. Also wenn ihr Panada gerne habt, dann könnt ihr euch gönnen. So, und von salzig und scharf wechseln wir zu cremig und süß. Da haben sie sogar mir gratis mitgegeben. Danke für dein Vertrauen. Cookies and Cream. Chocolate Biscuit with a Vanilla Flavored Filling. Oh, das ist natürlich geil. Ich liebe Vanille. So sehen die aus. Hat ein bisschen etwas so wie Oreo-Style. So sieht es von innen aus. Ja, ist ein bisschen wie Oreo. Fett und Zucker und schmeckt ein bisschen, hat so ein bisschen Vanillegeschmack. Sind geile Kekse so zum Kaffee oder so sicher geil.
Dann haben wir wieder Chips. Takis Hot. Da ist noch eine Zitrone oder eine Limone. Ich glaube, eine Limone drauf. Schärfeskala ist Maestro. Die sind, glaube ich, richtig scharf. Geschmacklich. Also nichts Spezielles. Sehen aber geil aus. Sehen verdammt giftig rot aus. Also Schärfe gar nicht. Die sind scharf, die sind null scharf. Ja, wenn man so ablegt auf der Zunge, vorne an der Zungenspitze. Aber gut, nein. Das ist geil, das haben so den Limetta-Geschmack noch. Haben ein bisschen eine Schärfe, gerade so beim Essen, aber keine bleibende. Sind cool, aber nichts verrückt. Aber kann man empfehlen, Takis. Testen wir noch ein nächstes Getränk, bevor wir zum Highlight für mich persönlich kommen. Fanta Melon Soda. Ist auch schon ein Highlight, weil ihr wisst ja, Wassermelonen-Eistee ist für mich der geilste Eistee. Ja, hat einen schwachen Melonengeschmack. Ist erfrischend. Ist ein erfrischendes Getränk. Könnte man in der Schweiz absolut so auf den Markt bringen. Einfach eine größere Dose, top. So, und jetzt kommen wir wirklich zum Highlight. Und zwar Käse aus der Dose, also Sprühkäse. Und ich finde das so geil. Ich habe jetzt leider keine Cookies, Cracker, nicht Cookies, sondern keine Cracker. Das Ganze ist immer made with Cheddar Cheese. Das ist nur Chemie, das ist kein richtiger Käse. Aber ich finde den geil. Fangt das an. Kommt der so raus. Also es sieht richtig eklig aus. Schmeckt Chemie. Weil der ist geil. Oh, der ist geil. Geschmacklich, ihr kennt ja die Käsescheibli, die man aber hat, die so in einem Plastik eingepackt sind. Das ist ja kein wirklicher Käse. Und das ist genau wie das. Das ist ähnlich. Nur ist das einfach aus einer Dose raus. Schmeckt genau gleich. Es ist nicht gesund, aber es ist geil. So, und jetzt noch richtig der drauf. Oh, das ist geil. Das war es. Geile Sachen von Sweet Dreams. Und wenn die das jetzt ein Video sehen, also ich können wir sehr gerne jeden Monat mal so ein kleines Überraschungspäckchen schicken, so for free. Mach das im Stream offen. Hätte ich nichts dagegen. An dieser Stelle einen guten. So fein.